Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch von unserer Seite also merci an den Herrn Staatsminister und der Ministerin, den heute hier an der Chambre präsent sind, für mit der Chambre zusammen zu diskutieren, wie wir als Land am besten über diese schwierigen Zeiten wegkommen. Ich meine, zusammen haben wir alle Überlegungen und Decisionen diskutiert der Gestalt, und als ewig Priorität haben wir immer die Sicherheit und die Gesundheit von unseren Bürgern an den Vordergrund gestellt. Ich gebe Mengen, wenn ich heute zurückguckt, muss ich sagen, dass wir nicht nur als Politik zusammen, sondern vor allem auch mit der ganzen Population ein positives Resultat heute können aufweisen. Am Anfang von der Krise, Herr Präsident, hat der Herr Staatsminister und der Finanzminister gesagt, die Staatsfinanzen sind an der Reihe, was das kostet, geht auf der Strecke los. Aber wie ich das höre, Herr Präsident, da habe ich mir gedacht, da haben wir aber noch zwei den Mund ein bisschen vollgeholt, etwas was versprach, was ich mengen, was sicherlich nicht kann, so an der Integralität respektiert gehen. Sind Staatsfinanzen an der Reihe? Auf den ersten Blick muss ich so ja. Guckt den aber mehr genau, darf das nicht der Fall sein. Sind die Maastricht-Kriterien als fixiert, dass die Schuld von einem Staat nicht so über 60% vom BIP klammen. Lützeburg kann hilfreich sein, wir haben bis heute fertig gebracht, die Grenze bei 20% zu halten. Und das sind die Maastricht-Kriterien, haben auch immer eine Einstimmigkeit, eine große Unanimität, entschuldigt, dass ihr als Kleinland mit einer kleinen Ökonomie nicht so die 60% abheilen, mit 30% für 40 für ein kleines Land. Da wurde ich auch immer an unseren Budgetdebatten immer gesagt, dass der Staat nicht hingehen, aber versichern, wenn er Schulden abhält, auch Kapital zurückzubezahlen, für die Schulden so niedrig zu halten wie möglich, an Sputz zu haben, für wann eine Krise kommt. Tun da viel von ihr schon mal gesagt, erzählt all Jahre dasselbe, mit das kein Jahr mehr falsch geht. Und hauptsächlich können wir sagen, dass ich immer recht habe. An guten Zeiten möchte ich kein Emprunt, da guckt mit dem Geld, was der Rakete auszukommen, es bezielt den seine Schulden und es versichert den Reserven umzulösen. Ein Sprachwort steht, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Wir haben noch heute an den Staatsfinanzen kein Mut mehr. Für Jahre hatten wir immer ein Mut an die Betriebe leihen, weil eben Steuern nicht alle angezogen sind von den Verwaltungen, die die Betriebe zu bezahlen hatten. 2008 bei der Krise hatten wir die Mut, aber wir konnten dann Steuern ranziehen, die an die Betriebe luchen, und wir konnten dafür vielleicht finanziell besser über die Krise kommen. Heute haben wir keine Reserven mehr an die Betriebe leihen. Aber wir müssen feststellen, dass nach dem Krise quasi ein Monat am Gangen, also wenn die ersten Schätzungen konnte gemäht gehen, dass der Staat Anfang des Jahres, das Staatsbudget, ein Defizit von 5 Milliarden, möchte ein Defizit, den muss an Relation stellen, mit dem globalen Schiffer von dem Staatsbudget, den 223 Milliarden, also das sind 5 Milliarden, ganz viel Geld. Wir wissen, dass doch nächstes Jahr, 2021, noch muss die Schulden abgeholt gehen und dass dann die 20% umgrenzt von den 30%, der vorkommen. Lassen wir nach Chance, so wie der Herr Finanzminister als Dienstag erklärt hat, dass der Finanzsektor praktisch nicht viel bislang von der Finanzkrise getroffen ist, sonst wird die Situation sicherlich für uns ganz dramatisch. Ich gebe auch dafür proposieren, Herr Präsident, dass ein Präsident von der Finanzkommission auch so eine Sitzung anrufen, wo die Einzelresponsablen von der Steuerverwaltung, am Enregistrement, an der Douane, als gibt eine Bilanz sehen, welche Perspektive für das Jahr gesehen, welche so die Chiffre gekommen sind, warten Sie mengen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass das die Invasionen
von den Verwaltungen ganztags immer bei der Realität luchen, bei dem, was am Voraus gesucht haben. Wir müssen unserer Meinung nur direkt nur den Krise gucken, dass wir die finanzielle Spur kriegen, dass wir den Prozentsatz auf 20, aber wir nicht drin hochgesagt kriegen, weil die nächste Krise, die könnte bestimmt, aber wenn wir dann nicht die finanziellen Reserven möglich machen, dann geht es die nächste Jahr von 30 auf 40% drauf. Ein zweiter Punkt ist, ob wir keinen auf der Strecke lassen. Es geht leider auf der Strecke los, das sowohl was Salariat anbelangt, wie dadurch was Entreprisen anbelangt. Wenn wir das Salariat gucken, gesehen, wie viele Leute allein am ersten Monat von der Krise zusätzlich an den Chômage gekommen sind, 1746 am Monat März, vom Monat April, leider noch keine Chiffre 4, aber 1746 spannend engem Monat, an 2728 op EU geguckt, wo den Chômage geworden ist. Das davon auszugehen, dass diese Monat an die nächsten Monate die Zahlen durch Nachwerten stark klammen, und dass die Leute, ob man will oder nicht, die sind einfach von dieser Krise, die haben eine Situation, wo sie nicht mehr wissen, was für eine Garantien dann so sind am Chômage, wo es schwer wird, an die nächsten Monate Arbeiten zu planen und sie auch wissen, dass der Chômage an der Regel hier im Land EU bedeutet. Dafür meine ich, muss man wissen, dass man schon ein ganz paar die Leute auf der Strecke lösen. Auch die Leute an der Kurzarbeit. Was eine formidable Sache ist, dass mit Leuten an die Betriebe halten, sie kriegen 80%, es darf nicht in 100% vom Mindestlohn gehen, wo wir extra begrüßen, dass die Regierung mit den Gewerkschaften einen Konsens fand, für diese Lesung zu machen, dass kein darf in 100% vom Mindestlohn Kurzarbeit kriegen. Aber auch hier muss man wissen, dass für viele Leute mit kleinen Paien, 20% Männer an der Pai, dass das große Probleme für die Leute bleiben. Und die Leute sind auch zumindest zum Teil auf der Strecke bleiben. Und ich mache noch einen Appell an die Regierung, für dass wir weiter gucken, dass die Kurzarbeit, dass die über die Distanz weiter finanziert. Ich habe auch die kleinen Mittelbetriebe und die Independenten sind auf der Strecke geblieben. Ich meine, es war falsch, dass die Regierung für eine gewisse Zeit dort Baumärkte abgemäht hat, an die Kleingeschäfte müssten so bleiben. Wir konnten das nicht verstehen, dass als Premier, der auf eine liberale Partei angehört, dass die erste Priorität international Schänequote für Geschäfte aufzumachen, an die kleinen Geschäftsleute müssten so lesen. In Deutschland haben zum Beispiel uns umgedreht gemäht, haben sie die Kleinen abgemäht und so die Groß zugelegt, hat zu Lützeburg schon mehr den Kontra gemäht. Aber wenn ihr dann gesagt, how das gesagt ging, dass vieles für die Independenten gemäht ging, mir das alles nicht eine Etappeweise kommen, an der Stelle fest, dass wir auch vielleicht die Politik für den Herr Engel für du gesucht hat, die den Herr Dan Kersch auf einem Facebook oder einer privaten Matte gemäht, was da seine Meinung war. Vielleicht war die Facebook mehr ehrlich, wie die so offiziell als Minister gesucht hat. Für ihn über Mittelstand und Independent hier gefallen ist. Die Politik hat nicht darauf reagiert, der Staatsminister hat sich nicht davon distanziert, und das davon unzuholen, dass auch die Regierung zumindest am Anfang die Politik gemäht hat, die Herr Dan Kersch gesucht hat, ganz zaghaft Etappen für Etappen eben etwas gemäht hat, was positiv ist, aber wir wissen, dass auch nach den Maßnahmen viele Mittelständler und Independenten nicht dürfen über die Distanz kommen. Gestern hat der Mittelstandsminister ein Kommuniqué gemacht, von einer ganzen Reihe von Zahlen an Maßnahmen abgefordert hat, was der Mittelstand, was der Staat für den Mittelstand gemäht hat, was richtig ist. Und das gesagt wird, es bleibt keiner auf der Strecke. Wir werden da auf der Strecke bleiben. Viele Betriebe kriegen nur Wochen, kriegen die Antworten, dass sie nicht eine Unterstützung kriegen. Die Betriebe haben aber nächste Woche lang warten, für eine Antwort zu kriegen, und auch Betriebe, die haben gesagt, sie kriegen, aber sie haben aber noch kein Geld gekriegt. Wir haben gestern Nacht bei einer Party Leute nur gefragt, die haben von März bis heute noch keine Indemnität gekriegt, ob schon sie ein versprochen. Auch Doktoren, die am März und am April große Leistungen gemacht haben für das Gesundheitssystem, laufenden Hall, haben heute noch keine Suche gekriegt,
wie dat vom Monat März der Fall war. Und dürfen so aus so wie die von mir Dan Kercher noch vom Wirtschaftsminister dem neuen Mer Fayo, den am Fond sieht, dass ein intelligenter Patron Lono der Krise soll den Leiit Kongé gehen. Ich trete nicht dazu bei, für eben die Situation zu lesen. Wir gerade lo brauchen Betriebe Leid an gerade lo diskutiert, ob in den Kongé kollektiv nicht soll verlieren, wenn dann aber ein Wirtschaftsminister hier geht und er sieht, die Betriebe sollen Lommel die Leute Kongé gehen, schmengen, dann ist das schon egal stark steckt. Der Kollege Laurent muss auch heute an dem Zusammenhang nicht eine Question parlamentär gestalten. Letztes Herr Präsident, das sind Geschäfte, die Lorem können opmachen mit total Restaurations- und Cafetien können nicht opmachen. Schon der letzte Monat an der Kommission, wie man mit dem Büro, Präsidentenkonferenz, mit dem Staatsminister und dem Minister zusammen war, gefroht, schon doch kein klare Antwort geht. Und ich habe mir wirklich erwartet, dass der Staatsminister hier ein klare Aussage machen, was den Horresco-Sektor gemäht. Es gibt eine Katastrophe, wenn diesen Sektor nicht kann kurzfristig opmachen. Es gibt keine Ursache. Es gibt keine Ursache, für das die Restaurationskaffee und Hotelbranche nicht können opmachen. Als Deutschschnupperen haben dezidiert, dass bis zwischen dem 9. und 22. Mai Gastronomie opmischt. Das Saarland sieht 4 Peisten, an Österreich sieht der 15. Mai geben sie abgehen. Wir hier zu Lützeburg machen nicht ob wir lassen hier so, aber wir lassen den Sektor voll wieder die Wand laufen. Ich meine, es gibt keine Ursache. Wir können Leute können mit Geschäften gehen. Sie können mit dem Auto fahren, sie können sich privat treffen, sie können sich draußen treffen. Sie können an die Schule, gehen an die Schule, wir machen Sport, wir machen Kultur. Wir just Restaurants, Kaffeen dürfen nicht abmachen, aber wir machen dürfen, Herr Präsident, einen dringenden Appell hier und die Regierung, für das sie dass als Kaffee, als Restaurant spätestens den 25. Juni können abmachen, für das sie führenden Peichtvakanz an den Peichtweekend können davon profitieren. 25. Mai, Entschuldigung, ich habe mich verschwärmt. Sie froh, Herr Staatsminister, dass mir so aufmerksam lauscht und dass mich korrigiert hat, dass ich den 25. Mai gemeint habe. Es bleibt nur noch Schluss zu hoffen, dass man so gut gelauscht hat, dass doch noch macht und ich so nicht dafür merci. Herr Kartheiser, die Wort. Vielmals merci, Herr Präsident. Herr Präsident, ich kann nicht verstoppen, dass es mich wundert, dass als Kollege und die Piraten so einen Text präsentieren. Ich erinnere mich, dass die Partei angetreten ist, für die Grundfreiheiten anzutreten. Heute ist es die Partei, die einen Text vorlegt, für die Grundfreiheiten anzuschränken. Es ist ein Dokument, das sich auch als Rolle in Europa komplett verkennt. Es ist ein Dokument vom vorauseilenden Gehorsam, wie als deutsche Kollegen so. Was wir erwarten in der Regierung, das ist zu Brüssel nicht so. Das hat pass legal. Am Gesundheitssektor hat die EU keine Kompetenzen. Auf welchem institutionellen Szenario soll sich das überhaupt aufspielen? Wann Lützeburg Courage hat und sich gegen zu dem bekennen, was ja hier anscheinend gewollt ist, da sollen sich am Konseil überstimmen lassen. Da soll die Regierung hinkommen und so, wir gekämpft für die Freiheiten. Wir haben gekämpft, aber wir sind überstimmt gehen. Da weiß echt entschieden, wo die Regierung steht. Als zweitens wissen wir, was die Europäische Union für ihren Charakter an dieser Frage hat. Das ist auch ein Naivdokument. Ich will euch just ein paar Beispiele nennen. Da steht hier, wir sollen die Interoperabilität von so einer App mit den EU-Partnern garantieren, die auch eine dezentrale Datenspeicherung haben. In Frankreich, von denen wir gerade hören, das will eine zentral. Was sollen sie dann zu Paris, wenn wir so eine Frontalier oder so? Wo welchem System hängen die dann auf, wenn die Franzosen keine dezentrale Speicherung haben? Auch für allem wird eine Naivität, weil sowohl eine Zentralspeicherung wie eine dezentrale Speicherung sind nicht sicher, was den Datenschutz angeht, an Privatsphäre. Auch bei der dezentralen Speicherung kann man retracieren. Auch da gibt es Gefahren für die. Wie dann, Herr Kartheiser, können wir das mathematisch erklären? Weil können wir vielleicht dafür mit meinem Hintergrund wissen, wie dass ich nicht in der Bracht gehen. Dann der Zweite ist, an diesem Text steht etwas, wo ich mich einfach aus logischen Gründen kann darüber wundern. Hier steht, keine Zentralspeicherung von Daten zu erlauben, die Personen identifizieren können. Ja, mit dem Zweck von der Warnung ist die Identifikation. Weil wenn ich will warnen, muss ich können identifizieren. Also aus der Teil, und das ist eben ein unlogisch Unhöhl. Dann das nächste. Sicherstellen, dass
Donnneen och anonymer nimme mam expliziten Akkor vom Utilisateur kënne gedeelt gehen. Ja, entweder da sind anonym oder kann in den Utilisateur frohen op den D'accord ass, dann ass net anonym. All der Sache nach was dat Realität an dieser Sache. Ass ganz einfach die Hai. Et gëtt keng Sicherheet weder bei zentraler noch bei dezentraler Datenspeicherung. Et gëtt keng Anonymitéit. An Australien hun se lo Modell ageféiert, zwar die so anonym, an gëtt immer no Klassen agestuft. Altersklasse muss en ugin Telefonsnummer a Postcode. Dat ass eng Anonymitéit, vun der man jo kënne wëssen, wat ze wert ass. Mi hunn haien Dokument laien, wat mir net matro mit dronnen net matwell meiser Position trei bleiwen. Mir wëlle kein elektronischen Tracing, mir wëssen, dat man dran an den Iwerwerchung staat gi. Wa mein kasoe Monster afeieren, wëss man net wat mat geschieet. Ha hun verschieden as ugetrude wie ze so mir wëllen eng zeitlech Beschränkung, wir willen net dat einer Krankheiten drop kommen. Als jede Rese englisch Prinzipie, wo gleichzeitig ha weis dat den ëmfeld ënner dem geringsten Druck de kennt. Für das joch dat, dass dat ëmfälle wat mech he steiert, wann net vun europäesschem Niveau gewünscht ass. Ja, dann ass et schon freiwillig. Dat ass het kein freiwillig geht, freiwillig gezwungen. An do hätte mir ger eng Regierung, die opsteht, er seht mir machen dat du net mat für eis die Grundwerter, de Schutz der Privatsphäre, de Schutz der Bewegungsfreiheit. Dat ass einfach der Wert, dat man géint den europäesschen Druck ugin. An los Dich iwwer stimmen, Herr Bëttel, oder dat Madame Gesundheitsminister Chino den aW im Konseil dat ass, erweist eis, dat fir déi Freiheet assteet, vun der so géint ze nach Heichalen. Mir als se se chlor, mir se géint eng Tracing-App. Es so nicht mehr. Merci vielmals, Herr Karteiser. Den Herr Klümmer will dich aber da eng vorstellen. Ich wollte Herr Karteiser frohen, wie eng in Hüdlo. Pardon, Herr Präsident. Den Herr Karteiser hat 4 Minuten darüber geschwärzt, was alles nicht an dieser Motion steht. Und ich wollte fragen, ob man dann auch 4 Minuten Zeit hat, für die Motion zu lesen und zu verstehen, wie Freiwilligkeit dann lo ein Bemol soll zum Zwang gehen. Ich habe nicht logisch, weil man sich ja auf Logik basiert, nicht verstanden. Dafür, Herr Karteiser, ich gebe ganz gerne wissen, wie dann Freiwilligkeit zum Zwang geht. Herr Präsident, Dateien as lo e Kur a Logik fir als Piratekollege. Es schon eng Motion die Pirate fir Këzem ha tabléiert hunn an de Schlesen ich Nummer Sätz 4, wen se als Echte versteht, gewënnt eng Pizza mat mir super Restaurant Mopse. Lauscht moll no wat as Piraten o Logik produzéieren. Aus diese Gründe inviiert Deputéierte Chamber der Regierung kein obligatorisch Tracing-App seitens der Regierung zu Lützeburg zuzulassen. Ja, ist da lo obligatorisch seitens der Regierung oder war das die genaue Interpretation für diesem Satz? Auch bei volontären Applikationen seitens der Regierung keine Zentralspeicherung von Donnnien zuzulassen, wenn sie dann obligatorisch ist oder privat, also dann erlaubt. An so eng Partei, die an 2 Sätze 4 logisch Widersprüche produziert, braucht alles nicht zu frohe, wie Logik produziert wird oder wie sie zu interpretieren als Herr Klimmer, ich gehe später zurück an die elementäre Logik. Dat man de finden, die moderne Euroreger mit seiner ganzen Infrastruktur auch am Cargobereich durchstoßen haben, mit all seinen solchen Arbeitsplätzen, darüber kann man froh und höflich sein. Daher erseht Evaluieren von immenser Bedeutung an sogar von nationaler Bedeutung. Los mich für anzufangen, dann aber per wieder so, ihr wird die Wurzel an der Spitze von unserer nationalen Fluchtgesellschaft. Nachdem der Luxemburg-Direktor von Bislo, den Herr Adrian Ney, kurzfristig angekündigt hat, für eine Pension zu gehen, wird Loma Herr Gilles Veit in hege Staatsbeamten Truder. Die geht wenigstens sein Posten von der Gestion, von der Logistik am Kader von der Covid-19-Krisenzeit ab. Der Mann hat zwar Ökonomie studiert, aber ob der Mann von der Aviation auf ein Management an der Privatwirtschaft etwas kennt, das wird sich noch müssen beweisen. An dem Kontext für seine Ernennung erlaubt man zu frohen. Ich froh. Er hat nicht müssen eine Pension sichern, die ihr Profil hat an dem Bereich von der Aviation, vergrad an diese schwierigen Zeiten vervierdeel gewesen wäre. Ich spreche nicht zu sagen, dass der darüber hält, dass Luxemburg
kompetent gefordert wird. Lo stellt sich aber die groß froh, wat mat der Nomination bezweckt wird. Gibt doch schon eventuell eng definitiv Verstärklichung von einer nationaler Fluchtgesellschaft an Wehr gelegt, dat van die wees, dat de Stadelo aktuell schon am ganzen 60% von der Perre rundhält. Für der als der Ballerfall wichtig, dat die Regierung an dieser Frau so sehr wie möglich Pferd bekennt. Zweit Frau, die sie stellt, hätte ich müssen diese Chefposten mit einer Ausschreibung machen. An der zivile Assoziation, als wenn es der Covid-19 mit einzelnen Einschränkungen auf den Flughäfen, gerade wie an der Maschine von den jeweiligen Fluggesellschaften zu rechnen. Auch an Fliegern im Moment am Passagierbereich nach größtenteils Boden sind. Das dürfte sich wahrscheinlich nur im Juni ändern, nur der akute Phase von dieser Krise. Da dürfte noch aber auch weiter Restriktionen gelten. Und da könnte es mehr anstrengend gehen, für in der Zukunft zu fliehen, zum Beispiel durch Strophe auf Mundschutzmasken, über die Wohl an einer veränderten Bestimmungen bei den Fluchtreisen. Froh als sei, gehen schon die Überlegungen an die Richtung, wie das ausgesehen an, also doch aufgeschwärzt mit anderen Ländern als Fluchtgesellschaften. Der letzte Bayer reist gern, da das gewusst, und man Flieger lese sich gut durch das Weltreisen. Mehr als RDR sieht für die Weiterbestehung von der Reisfreiheit, die auch an Zeiten nur der Corona-Krise muss erhalten bleiben. Der die Eltrupp, der Reisfreiheit muss weg der persönliche Choix bleiben. Und merci zum Schluss nach und den Herrn Serge Wilmes für das Aktualitätsstunde. Und dann hat man nach Schlusswort, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Bemerkung, die Gott sei Dank nicht umgesetzt werden, sonst hätten wir an dieser Corona-Zeit mich schlecht gestanden. Die erinnere ich, es waren die Ring, die übrigens in 2000er Jahren aus dem Findel just nach nimmer wollten regionalen City-Flughafen wollten machen. Und dabei haben wir Gott sei Dank der Approche von der Bodenkontrolle nicht an eine deutsche Firma ausgelagert, so wie das der zuständige Grängelminister François Bausch durchsetzen wollte. Aber durch das Projekt, wenn es den Widerstand von den Gewerkschaften hat müssen abgehen. Die Regierungskoalition ist gut beraten, in Zukunft man noch auf die Grenze lauschen, also es könnte man manches schief ausgehen. Ich so nicht merci für ein Nachlauschen. Ich wollte am Namen von der ADR just mal die paar Mythen abraumen an für eine paar Fällen warnen. Der nächste Mythos, mit dem wir müssen abraumen, ist, dass man ohne die Gambia-Regierung nicht so gut gehen durch Stohe für die Krise zu meistern. Wenn ich den Brief vom Kollegen Gamania gesehen habe, Brüssel, da schreibt er zweimal auf den Seiten 3 und 5. C'est grâce à la situation budgétaire favorable que les gouvernements actuels et précédents, ONIS, ont su établir au cours des dernières années que le Luxembourg dispose d'une base solide, und so weiter. Auf der Seite 5 n'est selbst pourra bénéficier des marges de manœuvre budgétaires que les gouvernements actuels et précédents, ONIS, ont su dégager. Das ist ein Mythos. Sobald wir zu Lützeburg gegangen sind, von den Maastricht-Kriterien, 24 Jahrzehnte, wäre ein Konsens, ein parteiübergreifender Konsens, hier am Land, dass man für die 30% Defizit PIB als ewig Limit angesehen. Weil wir ein kleines Land sind, weil wir eine kleine Ökonomie haben, haben wir damals gesagt, parteiübergreifend, wir brauchen Sput. Und das soll einfach unerkennen, dass heute das eine Erfindung von Gambia, dass man das grâce à tous les gouvernements précédents, mit es, en accord avec les oppositions, mit es, dass wir da sind, wo wir sind. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Es geht also heute nicht durch, froh zu sein, dass man nach 31% Defizit leihen. Nee, wir mussten als die Sputnis erschaffen, erkämpfen, für die nächste Krise, an die könnt garantiert. Sie hat eine Pandemie, sie hat eine Finanzkrise, sie hat eine Wirtschaftskrise, für auch die können zu evaluieren. Und da haben wir eine Partie
vorgestellt. Erstens. Das Regierung an noch andere Federn sind nicht immer gut am Spuren. Tendenz als ganz natürlich do, was Suen do sind, will Suen verdelen. Schulden, die wir abgeholt haben wir nie an Kapital remboursiert, wo man Zinsen bezahlt. Ich weiß, Gebetsmühlen, echt, ich weiß, dass der Santa Joren darauf hin, dass das keine gute Weg ist. An Haut natürlich ist die Versuchung nach viel mehr groß. Weil wir ja noch keine Zinsen, wir müssen bezahlen, am Konträr, wir gehen remuneriert, für Lehnen zu gehen. Aber auch so oder so müssen die Prämien, die Kredite irgendwann von zukünftigen Generationen remboursiert gehen. Und dafür so mir klipp erklar, Flucht an Schuld als nicht der richtige Weg. Zweitens, wir müssen uns bewusst sein, dass Steuereinnahmen werden raufgehen, vielleicht sogar abbrechen. Und da muss in der ganz seriös prinzipiell die staatliche Ausgabepolitik auf den Lee stellen. Ja, wir sind alle dafür, dass gewisse Investitionen dafür gefordert gehen. Jeder hat seinen politischen Dada, den er will, gefördert haben. Mir ist das evident, dass der Staat verschiedene Budgets muss kürzen oder sogar ganz aufschärfen. Für uns als RDR ist es evident, dass der Staat sich soll auf Care-Aufgaben kümmern, an die dann einfach gut meistern. Ich komme kurz darauf zurück, was das Gesundheitswesen angeht, anstatt Gimmicken zu machen. Nice to have, Nation Branding, a Gott weiß, was Sachen, die furchtbar viel Suche kosten, an die nicht zu der Care-Aufgabe von unserem Land gehören. Lokal natürlich versuchen, da sind das Leid Mengen, das ist auch schon angeklungen, Defizit, Verschuldung, könnten durch ein Haus von Steuern aus der Welt geschärft gehen. Und auch hier denke mir als der wie andere auch hier bannen, au contraire, aber wir werden als Partei auch zukünftig alle neue Steuern und auch alle Steuererhebungen auflehnend gegenüberstehen. Für uns ist die Flucht an Steuern auch ein falscher Weg. Ich würde zu den Schiffern, ohne sie zu wiederholen, wir sind der Meinung als RDR, dass die Ausgaben für die Krise unerschädlich sind. Und dass da viele Punkte muss seriös noch gebessert gehen. Und da sind ich bei dem zweiten Mythos, den wir heute müssen bloßstellen, mit dem wir müssen abräumen, der Mythos, es geht kein am Rehstehen gelos. Doch viele hier am Land stehen am Rehen, sie stehen am Schlauen reden. Ich will nicht ein paar Beispiele mitgebracht. Es redet am Moment aus dem Wirtschaftsministerium Decision de Refus für die Hölle von den fantastischen 5.000 € non remboursabel, die Betriebe Bluttätigkeit hätten an diese aufgelehnt kriegen. Aber für was kriegen sie aufgelehnt? Aus verschiedensten Gründen. Ein Grund ist, il a été constaté que votre entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale qui n'a pas été obligée de fermer son établissement ou d'arrêter ses activités en application des mesures und so weiter. Und dann nach ganz lebt Opforderung, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation, das ist nicht einmal en réformation, par voie d'avocat à la Cour en disant 3 mois au tribunal administratif. Natürlich gibt es Entreprisen, die tun müssen zu haben. Aber sie müssen zu haben, weil sie ganz einfach nichts mit zu tun hatten. Eine Firma, die sich spezialisiert auf die Organisation von Evenementen. Was hätte die noch sollen schaffen, wenn es keine Evenementen geben? Zum Beispiel. Ein anderer Grund von Refus war keine Handelsermächtigung. Und ich habe das hier am Haus schon gesagt. Und ich dränge wirklich darauf, dass das ein Kino geguckt wird. Es gibt Entreprisen, die Leute beschäftigen, Sozialaufgaben bezahlen, Steuern bezahlen, die eine licite Aktivität tun, an die keine Handelsermächtigung haben, aus dem einfachen Grund, weil sie keine Handelsermächtigung brauchen. Die kriegen aber nur die Hölle von 5.000 € refusiert. Ein Beispiel, ein Ponyhaft. Ein Ponyhaft braucht keine Handelsermächtigung. In einem konkreten Fall gibt es Diskussionen vom Exploitant am Ministerium, der gesagt hat, nein, der Kabarett, die braucht keine Handelsermächtigung. Und dann vorher später seine Krise, da hat gesagt, du kriegst das geholfen, weil du hast doch keine Handelsermächtigung. So kann es nicht sein. Gott sei Dank, als du die zweite Mesure kommen, die zweite 5.000 für die Periode 15. April bis 15. Mai, die ausgeweitet geworden Betriebe bis 20 Leute, wo durchgeht,
Du muss net missen zo machen, wo du geht eng Pertumschiffe der Fairgehalt zu 50%. Mir ich froh mich wat wender Herr FD erweitert Kriterien. Net auch op de Betriebe und die echte Mann gemerk an die duchte Sift gefallen sind. Da kind viel von den Leid kliewen retten. Kurz selbst. Das gesot die mat recht, et goufen avance bezogene Betriebe, die viel kurzselbig tun. Dat war gut, dat war richtig. Mit goufe keng avance bezuelt, o ganz Kleinbetriebe, die kurzselbig tun. Wo Patron nu mis den Pai 4 Strecke, a wo se haut nach Frank remboursiert quote. An die loweg agraf finanzielle Liquiditätsprobleme kommen. Och do muss es gemerkt. Mir hun heiere vu den Doktoren, die an de Centre avancé de soins schaffen, die mat recht gelouf gin vun der Gesundheitsministerschaft vun allen Mënsch wie hier gut erbecht, dat ze do schon am März an den Centre avancé de soins geschafft hun, wis dat bis haut nach Kesu krit hun. Man net eng Pa oder eng Remuneration fir März, déi hunn déi haut nandet. Dat ist ganz einfach inakzeptabel. Bref, den Franz Fayo so dans Paper Jam, les socialistes ne sont pas fâchés avec les entreprises. Darüber muss ich antworten, ich zertifiziere dich, dass das umgedreht nicht wahr ist. Wenn ich da schon bei einem sozialistischen Minister bin, ja, die fanden, dass das die Misere ist. Das ist ganz flott, das wird Leute ganz interessieren. An der Coffeebo so, wir müssten weiter mehr an das Gesundheitssystem investieren. Das ist richtig, das begrüßen wir. Aber wodurch ist unser Gesundheitssystem nicht gut aufgestellt? Seit 2004 haben sukzessiv sozialistische Gesundheitsminister betten zu einen Ruf anstatt abgesät, an das trotz einer Bevölkerungsexplosion. Für was hat am Anfang gesagt, gegen Masken helfen nicht. Minister Schlehner hat dann selber gehen, öffentlich. Wir hatten keine Masken. Da stellen nicht mal froh. Für was hatten wir keine Masken? Es ist eine gute Präventionspolitik. Dass irgendeine Pandemie kommen, ist aber klar. Ich meine, es gibt schon viele Pandemien. Das ist die erste Pandemie seit Menschen gedenken. Für was war den Totale bleibt daheim nicht? Man wenigstens Mangel an Betten, Beatmungsgeräte, Medikamente und so weiter. Kann mir so das doch ehrlich, die Leute. Wir haben ganz teuer bezahlt, weil man nicht gut aufgestellt wäre. Es sind aber auch Frauen, die über Kernfähigkeit und schaffen, dass dann eine zukünftige Gesundheitsministerin Kehraufgabe vom Staat effizient leden, dass da gut investiert wird, und dass man nächste Jahr besser aufgestellt ist. Hallo, Gesundheitsminister. Den einzigen Lichtblick, den die ganze Krise bringt, ist das Logement. Wenn wir wissen, dass wir Arbeitsplätze nicht schaffen, ist das Geschäft gewährt, wenn wir wissen, dass wir die letzten Jahre an der Moyenne 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, dass das noch 15.000 neue Residenten mitgespürt wird, weil die Leute mit ihrer Familie kommen sind, aber auch noch eine andere Immigration hatten, wäre das ein Bedarf insgesamt pro Jahr von 6.500 Logements. Eine Demande, der wir 20 Jahre nachlaufen, die konstatieren wir alle Guten einbannen. Und da ist der positive Punkt, wenn der Emploi zurückgeht, wenn wir Männer Immigration und Männer Frontalien plündern, dann hat das vielleicht ein bisschen aufkühlenden Effekt auf die Logements. Demande, und da mal, wie alle Ökonomisten wissen, auf die Logements. Preise. Für aufzuschließen, welche kurz. Da der fordert die Regierung ab. Los kein am Rehstuhl. Besser Telefon noch. Leiert eine Kehraufgabe vom Staat zu investieren, an Platz Gimmicks, an nice to haves. Notfallbetten sind mehr wichtig wie Filme, die produziert die vierten Terror. Baut nicht das Defizit auf, aber baut nicht Sput ab. Für das auch die nächste Krise evaluieren können. Die nächste Krise kommt, tro ist das ab, tro ist just wenig. So nicht mehr sehen.